Servus und Habidere zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Und zwar ist das jetzt für mich die erste Folge des Jahres. Also ich sitze jetzt heute ist der 3. Januar, sitze jetzt mit dem Corby da. Servus Corby. Hi Mike, na, alles fit? Alles fit im Schritt. Wie gesagt, wenn man Silvester nicht so ausgiebig feiert, wenn man 2 kleine Fratzen da hat, dann kann man am nächsten Tag auch sauber um 5:30 wieder aufstehen. Ja, was denn bei dir, hast du aber eingegeist? Na, gar nicht. Ich war wirklich brav. Letztes Jahr hat unser Hund das schon nicht so gut vertragen mit dem Feuerwerk umeinander Geschieße und so. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt schauen wir mal, dass er nur mal merkt, das ist überhaupt nicht schlimm. Und vor allem, wenn wir halt dann auch das ein bisschen ruhiger angelassen und ja, weißt du, so gediegen reinsaufen und dann nicht umeinander schießen, sondern schauen, dass der Hund ruhig bleibt. Okay. Ja. So wie die meisten Feiertage. Unter der Gürtellinie Ladung verschießen, oder? Oh Gott. Der Kani ist nicht da und der hat da aber anscheinend ein paar Notizen da gelassen, oder was? Ja, ich habe ein Memo gekriegt. Okay. Aber bei uns war es immer so, wie wir einen Hund gehabt haben, der hat das ziemlich cool gefunden. Also der war da nicht verängstigt oder so, der ist da bei uns dabei gesessen und hat sich voll gefreut. Der war da ganz schön cool, was das so gegangen ist. Okay. Ja, ihr schließt es nicht aus, dass das nicht irgendwann einmal bei ihm kommt. Aber ja. Ha, schon wieder. Gott. Ja, du, verzeih mal. Wenn wir jetzt über Silvester reden, über was kann man denn da sonst noch reden? Was ist denn nur ausständig von 2023? Wir haben uns heute zusammengefunden, um über unsere Top 10 Letterboxd-Listenfilme zu reden. Unser altes Format. Yeah, bumm. Kani ist natürlich wieder nicht dabei, oder? Ja, ich wollte es gerade sagen, Gott sei Dank. Stellt euch mir vor, wie lange das dauert, wenn wir Top 10 zu dritt hier abarbeiten. Vor allem, ich kann ja jetzt schon mal ein bisschen spoilern, was der Kani sicher drin gehabt hat. Er hat ganz sicher drin gehabt Barbie. Echt? Er hat ganz sicher drin gehabt Super Mario Bros. Film. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass er den drin gehabt hat. Was noch? Den Winnie the Pooh Kack. Den hat er 100 Pro auch drin gehabt. Aber nur als Protest. Das wäre, wenn er AfD gewählt hätte als Protestwähler. Genau, den Kokainbär, den hätte er wahrscheinlich auch drin gehabt. Ja. Und ja, aber Platz 1 oder die ersten 3 Plätze sind der Super Mario Film und der Rest, wie schon gesagt, mit dem, was ich so gerade erwähnt habe, kann man das auffüllen. Ja, und Ding auch noch, der Nan 2, der war auch noch ein recht großer Fan. Ah ja. Kann man auch vorstellen, dass der noch dabei war. Ja, aber weil er das eher als Erotikfilm als ein Horrorfilm ein Non-Exploitation-Film quasi. Non-Exploitation. Yeah. Aber jetzt pass auf Acht. Wir sind ja, also wir beide, inklusive unser Viva la Movilusion-Account, sind wir ja bei Letterboxd zum Finden. Wie heißt du? Nochmal für Uli? Wombelzitz mit 2Z. Genau. Aber ich verlinke es in der Beschreibung, Leute. Da müsst ihr einfach draufklicken. Passt. Und du bist der Terrorvision. Terrorvision 84. Könnt ihr vorbeischauen. Dann könnt ihr es auch noch mal nachlesen, was ihr jetzt Herz könnt ihr vergleichen, ob wir nicht recht einen Scheiß verzeiht haben. Vielleicht haben wir spontan nach dieser Folge nämlich die Reihenfolge nochmal geändert. Also kontrolliert es bitte. Ja, richtig. Wobei ich meine Reihenfolge 1000-mal noch geändert habe. Also ich bin froh, dass ich jetzt mal so weit bin. Habe jetzt auch kurz vor der Aufnahme noch mal schauen müssen, wo ich jetzt eigentlich drin habe, weil das war eine rechte Jongliererei wieder. Weil so Ende des Jahres sagt man da doch noch ein paar so Sachen. Und ich habe jetzt gestern noch zum Beispiel einen Mann namens Otto gesehen, der war auch fast noch reingekommen mit dem Tom Hanks. Der war wirklich ultra lustig und das war einer von den wenigen wirklich guten Komödien, die ich dieses Jahr gesehen habe, aber hat es leider dann doch nicht reingeschafft. Kabi, was hat es denn bei dir auf Platz 10 geschafft? Ich möchte auch darüber reden, was es nicht drauf geschafft hat. Also okay, ja, passt. Dann sag uns mal was. Das machen wir zum Schluss, weil sonst... Honorable Mentions. Ja, dann spoilere ich ja da gleich. Bei mir auf Platz 10 ist der unglaublich schöne Film von Ty West namens Pearl. Wow. Sehr schön. Mit dem habe ich auch spekuliert. Spekuliert? Ja. Aber war noch nicht ganz überzeugend, oder wie? Nein, mir hat X besser gefallen. Bei X war mir eine Nummer besser. Wobei jetzt dieses Nörgeln auf höchstem Niveau. Ich kann es verstehen, dass du Pearl da mit reingenommen hast.
voll. Ich habe auch das Vergnügen gehabt, dass ich es im Kino sehen durfte. Ja. Im Fantasy Film Festival. Pearl spielt praktisch, du hast es ja gerade schon gesehen, vor X, auch vom Ty West. Und spielt so in die frühen 1900er Jahren. Und die Pearl, die lebt auf einem Bauernhof und muss dann mit ihren Eltern klarkommen, wobei mit ihrem Bab nicht so richtig. Der ist halt einfach komatös und kränkelt rum. Und ihr Mom, die ist recht herrisch. Und die Pearl fühlt sich aber zu größerem berufen und möchte halt da unbedingt so ein bisschen Karriere hinlegen und tanzen und in Filme vorkommen und was weiß ich. Und hat aber neben diesem Künstlerischen, das ja dann ein bisschen unterdrückt wird von ihrer Mom, also eine kleine boshafte Seite, die dann ab und zu mal so aufflackert. Da macht die Rambazamba am Hof. Genau, die dünnt ein wenig aus. Grandioses Schauspiel, was wir da gesehen haben, von der, wie heißt sie? Mia Goth. Mit der Mia. Mia. Gerade so die Performance zum Schluss, da hält sie ja einen minutenlangen Dialog und das war mein persönliches Highlight von dem Film. Inklusive den geilen Abspann. Ja, super. Wirklich super. Ja, ich war sehr gut unterhalten. Die letzten Plätze jetzt bei mir, also unter anderem A10, die haben wirklich hart gekämpft, weil insgesamt habe ich 14 Filme in der Liste drin gehabt. Oh nein, es sind sogar 16. Und okay. Pearl hat sie aber dann praktisch nur in die Top 10 reingetötet. Reingeslashert. Passt. Was ist denn bei dir auf Platz 10? Der ist mir jetzt auch noch reingerutscht und zwar Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. What? Ja, tatsächlich. Hast du gesehen? Na, ich hätte aber auch nicht gemeint, dass der irgendwie Anwärter war auf meine Top 10. Aber das war jetzt wieder mal so ein Actionfilm, der wirklich alles gehabt hat. Also das waren fast, ich sage jetzt mal runde 3 Stunden, die der Film dauert hat. Und der gibt einem wirklich alles. Also das Pendant dazu, finde ich, ist der John Wick, wo man sagt, okay, der hat auch dauert auch gute oder fast 3 Stunden. Das, was am John Wick fight, für mich, das hat der Mission Impossible gehabt. Und zwar trotz der ganzen rasanten Action hat er auch noch Hirn, Handlung und einiges an Emotionen zum Bieten. Also man hat den ganzen Film über das Gefühl, dass es um was geht. Also die schaffen es wirklich, dass sie Brisanz in den Film reinbringen. Wie gesagt, das ist dramatisch, das ist eine wirklich geile Action und ich hasse normalerweise so Verfolgungsjagden und so Geschichten. Verfolgungsjagden hasse ich in Actionfilmen, aber die war wirklich sau geil. Zum Beispiel. Oder lass mich raten, weil das Schauspiel von Simon Pegg, die so überzeugt hat, hast du jetzt in die Liste mit aufgenommen. Ich weiß nicht, Simon Pegg jetzt sehe ich nicht so, weil der ist ja bloß als Rand. Der sitzt die meiste in einem Van und schaut am Computer, also wie in die vorherigen Filme auch. Aber wer ganz stark war jetzt zum Beispiel die Hayley Atwell, die neue Dame an der Seite vom Tom Cruise. Jo, die kennst du schon. Peggy Carter von dem Marvel Cinematic Universe. Die Scharfe. Ja. Schon. Ja, die Scharfe, ja. Die Scharfe. Also, wie gesagt, ich mag ja die ganzen Mission Impossible Filme eigentlich. Also so ab dem 2. So mit Teil 3 wird's eigentlich nur ziemlich cool mit den ganzen Mission Impossible Filme. Finde aber die eigentlich nur immer so okay. Kannst schön schauen und Ding. Aber dieser 7. Teil jetzt da, der hat mich wirklich voll mitgenommen. Und deswegen hat er den Platz 10 bei mir gekriegt. Ja, aber der Trailer war doch vollkommen nichtssagend. Ja, und das ist auch das Gute. Also, und diese Szene, die wir mir im Trailer in Anführungszeichen gesehen haben, beim Boogeyman, meine haben wir gesehen, gell? Den Trailer, ja. In Anführungszeichen. sagt ja eigentlich über den Film überhaupt nichts aus. Also, das ist die Szene, die kommt im letzten Drittel vom Film, ist cool drin und so, aber dass sie dieses ganze Marketing auf diese Szene da gestürzt hat, ja, ist jetzt dem Film eigentlich nicht gerecht worden. Im Endeffekt geht es darum, dass ein Computerprogramm gibt, das bestimmte Leute scheinbar aus den Aufnahmen, also öffentliche Aufnahmen oder irgendwo rauslöscht. Also sie versuchen die ganze Zeit irgendeinen Typen zu finden, der nicht aufzuspüren ist, weil er immer verblurrt wird oder er wird vor die Kameras nicht erfasst. Und dann Jungs, der Ethan Hunt und sein Team jagen quasi auch einem Schlüssel nach, wo sie gar nicht wissen, warum. Sie haben kriegt natürlich wieder so einen Auftrag, einen sehr dubiosen, von einem gesichtslosen Auftraggeber, wissen eigentlich gar nicht selber, was eigentlich da sollen. Oder beziehungsweise wo es eigentlich mit diesen Artefakten, die es besorgen sollen, machen
sollen oder für was die da sind. Und das weiß der Zuschauer selber auch ewig lang nicht und du bist selber da am Mitraten die ganze Zeit und es kommt eigentlich ganz am Schluss dann wirklich erst auf, was los ist und dann kommt der Break, es ist ja jetzt quasi Dead Reckoning Part 1 und Teil 2 kommt, also eigentlich war es jetzt geheißen, meine 2024, aber den haben sie jetzt mit dem Autorenstreik, glaube ich, jetzt 2025 verschoben, wo es mir jetzt sehr traurig macht. Wie kann denn das sein? Wie kann denn mit einem Autorenstreik bei einem Zweiteiler der zweite Teil dann nach hinten verschoben werden? Du, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe das jetzt im Internet noch gelesen, weil ich dann wissen wollte, wann jetzt da der nächste Teil kommt und dann hat es irgendwie geheißen, also höchstwahrscheinlich erst 2025. Und ich schiebe jetzt einfach auf diesen Streik, weil ich Bildzeitung bin. Ja, warum auch nicht? Genau. Ja, ich muss mich da outen, also ich habe noch keinen einzigen Mission Impossible Film bis zum Schluss ertragen. Ertragen, jetzt ohne Scheiß oder was? Ja, es gibt mir gar nichts. Okay. Magst du dann einen James Bond auch nicht, weil das ist ja Doch. direkt die Pendant Doch. dazu. Doch. Echt? Ja. Das schon? Ja, bei James Bond ist halt der Vorteil, dass nicht der Tom Cruise mitspielt. Diese Diskussion habe ich mit meiner Frau auch gehabt. Dann sitzt man da und haben wir voll gebannt und dann stupst sie mich an und sagt, eigentlich ist der voll das Arschloch, gell? Also so ein Unsympath auch im echten Leben, aber in dem Film, der Schauspieler, der voll geil und das, was er alles macht und Stunts und so. Sag ich, ja, das ist jetzt wieder so ein Fall, wo man eigentlich wirklich das Werk vom Künstler trennen muss. Was er privat macht, ist einfach für den Arsch, aber die Filme sind nicht immer geil. Meine Lieblingsrolle von Tom Cruise ist in Tropic Thunder. Ich hab mir's fast gedacht. Wo er diesen einfach asozialen Manager spielt. Ja. So denke ich mir, ja, das ist er. Und Ding ist auch nicht schlecht, Live, Die, Repeat. Oh ja, mit der Emily Weil Blunt. er da wirklich oft verreckt. du kannst dich gar nicht satt sehen an seine Tode quasi. Der ist super. Ich schlafe halt zum Schluss dann immer ein, aber das ist ja gar nicht so wichtig, weil der stirbt dann nicht mehr so oft. Stimmt, ja. Da wird er dann langweilig. Ich habe mit dem Ding einmal geschmatzt, mit dem Birger, mit dem YouTuber. Und dann haben wir auch geredet über die Tom Cruise Filme. Und dann habe ich gesagt, ja, dass ich nicht mag, den Zipfi. Dann sagt er, ja, die kannst du schon nicht mengen, aber überlege mal, wie viele schlechte Filme der hat. Und dann überlege mal, wie viele schlechte Filme hat denn der? Mir ist keiner eingefallen. Wie schon gesagt, Mission Impossible. Mir ist keiner eingefallen. Wie gesagt, ich kann mit denen schon was anfangen. Und der Neue hat mir jetzt richtig weggehauen. Okay. Ja, da müsste man, glaube ich, mal eine extra Folge machen über Tom Cruise und ob der wirklich jetzt ein guter oder schlechter Schauspieler ist. Ja. Aber er gibt immer alles. Also so was mit seinen Stunts und so, das er da immer selber macht. Für mich grenzt das aber auch schon wieder ein bisschen an Dummheit. Aber in die Filme kommt das immer geil um. Also bitte spring irgendwo runter oder lass dich irgendwo hinhängen und wegschießen oder was weiß ich, mach was, aber unterhalt mich einfach. Mei, du, der Leo gibt einmal alles. Und wie viele Oscars hat der? Wer? Der Leo. Cabrio. Ja, klar. Ach, der lässt sich doch nirgendwo abschmeißen. Der soll sich erst mal irgendwo abschmeißen lassen. Ja, weil der schlau ist. Der muss das nicht. Der kann einfach gut schauspielern. Ah, okay. Platz Nummer 9, Corby, was genau? Ja, Platz Nummer 9, das ist praktisch mein Beitrag für ein Kani von mir. Der Super Mario Bros. Film. Okay. Ja, ist bei dir wahrscheinlich nicht in der Liste. Also ich kann es mir irgendwie tatsächlich. Doch. Ja. Okay. Aber er ist so weit vorne, du willst es nicht verraten, oder was? Also, ich kann das schon verraten. Soll ich die Spannung schmälern? Ja. Platz 7 ist er bei mir. Oh, Platz Nein, 7. Mann, 8. Entschuldigung, 8. Ah, 8 ist er. Da muss ich halt wirklich sagen, da muss ich wieder mein Kriterium, wenn ich sage, es hat ein Film geschafft, dass ich ihn in einem Jahr 3-mal singen mag, dann hat er auf alle Fälle was bewirkt und dann hat er auch bei mir einen Platz in die Top 10 verdient. So wie Terrifier 2 zum Beispiel. Vor allem, es überrascht mich, weil der Humor geht schon in die Richtung Lego-Movie. Null! Na, also der ist so dermaßen nicht Lego-Movie. Ja, um Himmels ja, na. Du möchtest mich so wieder aufschießen, geh du Hund, du. Du möchtest mich wieder explodieren sehen, kurz nach dem neuen Jahr. Na, schon wieder nicht, grantig machen. Na, also man muss ja wirklich sagen, der Mario Bros. Film hat einfach alles richtig gemacht und man fragt sich natürlich, warum erst jetzt, aber nichtsdestotrotz, er ist jetzt endlich da. Es sind so viele tolle Referenzen drin, der Humor ist irgendwie wirklich für alle Altersklassen einfach gegeben und mir hat da auch saumäßig viel Spaß gemacht. Ich habe ihn einmal im Kino gesehen, das hat mir aber, also rein vom Kinoerlebnis her gereicht. Ich habe ihn mittlerweile auch schon 3-mal gesehen. Aber naja, wenn die ganzen Kiddies links und rechts neben dir halt voll mitmachen und beim voll mitmachen halt dann ihr Popcorn überall verteilen, denkt man sich halt dann, ja, nee. Also diese Nachmittagsvorstellungen mit Kids sind schon Weltklasse.
Weltklasse. Ja. Wie man meine Kids ja Stingo geschaut, raus aus dem Teich, den neuen Illumination-Film. Wow. Also mit, weiß ich nicht, 50 Kids in so einem Kinosaal, da ist Party, Baby. Die wissen noch, wenn man Filme anschaut. Ja, doch. Ja, es ist irgendwie beneidenswert, andererseits halt ein bisschen strange. Also wenn man ohne Kinder halt dann in einem Kino drin sitzt mit nur Kindern. Deswegen habe ich mir auch nicht vorstellen können, wie der Kani gesagt hat, ja, er ist allein in den Film. Eher zwischen, weiß ich nicht, 8 Schulklassen. Kann ich mir gut vorstellen. Naja, ich war wenigstens nicht ganz allein, meine Frau war dabei. Du hast quasi Verstärkung gehabt, seelisch und moralisch. Ja, schon. Aber sie hat auch Spaß gehabt. Ich muss aber auch sagen, bei dem Film war es aber auch so cool, weil ich hab den mit meinem Burmo geschaut und der hat noch nie gezockt. Der kennt den Super Mario im Endeffekt gar nicht. Aber der Film hat für ihn als Animationsfilm voll geil funktioniert. Und es wird also geil erklärt alles sehr. Also, wie das hier hat mit den Pilze. Mit den Levels, da mit dem Rumspringen, was passiert, wenn er da auf dieses gelbe Fragezeichen springt, mit den Anzügen, die der Mario anhat und mit den Dimensionen und hin und her, dann auch noch diese Referenzen, wie du schon sagst, dann für die Erwachsenen oder für mich jetzt in dem Fall, der schon mit den Spielen aufgewachsen ist. Und das finde ich cool, dass der Film die Zocker überzeugt, oder die mit den Spielen aufgewachsen sind und das Publikum, die vielleicht mit den Spielen noch gar nicht in Berührung gekommen sind. Und das, muss ich sagen, haben sie wirklich saugeil gemacht. Ja. Hast du mal im O-Ton auch gesehen? Na. Finde ich halt auch richtig stark, weil der Bowser wird ja vom Jack Black gesprochen. Ja. Und wenn er dann sein Peach-Lied singt, das ist halt, weiß ich nicht, das passt wie die Faust aufs Auge. Ich find's super. Ja, er hat ja teilweise auch also ich finde auch vom Gesichtsausdruck her schaut er ja dem Jack Black schon direkt ähnlich. Also die haben dieses Original Bowser Design ja übernommen. Aber wenn du weißt, das ist der Jack Black und sagst, ja, da ist von gesichtsmassig ist da nicht, haben sie nicht weit auseinander, die zwei. Ja. Ja, also wirklich toll. Was ist aber dann dein Platz 9? Mein Platz 9, also ich habe jetzt auch wieder die Mia Goth dabei und zwar mit Infinity Pool. Was? Hast du nicht sogar drüber geschimpft? Ich hab geschimpft, ja. Aber was heißt geschimpft? Er kann an Ding nicht hier, habe ich gesagt. An Possessor. Ich habe nicht gesagt, dass er ein schlechter Film ist, mir hat er nur enttäuscht, weil er nicht so gut ist wie Possessor, ist aber trotzdem nur ein hervorragender Film. Okay. Ich weiß nicht, habe ich in die Volex oder irgendwo habe ich da schon mal was drüber verzeiht? Ja, also nicht direkt über die Handlung, zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur noch, mein Hirn hat es so abgespeichert, als wenn du wirklich nicht gut gefunden hast. Nein, ich war nur enttäuscht, weil er nicht so gut ist wie Possessor, aber er ist trotzdem noch ein hervorragender Film. Ja, er hat halt wieder ganz viel Meta-Ebenen drin und ganz viel so verdeckte Messages mit dabei und im Endeffekt geht es darum, dass der Sasgard mit seiner Frau, die sehr wohlhabend ist, einen Urlaub macht in einem Land, ich glaube, das wird gar nicht näher benannt, was für ein Land das ist und das hat ganz seltsame Regeln. Sie dürfen quasi von diesem Hotelkomplex all-inklusiv nicht raus, weil das wird bestraft und das ganz schön hart. Sie machen aber das natürlich, weil das immer interessant ist, da diese verbotenen Äpfel zu pflücken und zwar machen sie einen Ausflug mit der Mia Goth und ihrem Partner und dann passiert bei der Heimreise ein Unfall und sie fahren einen Bauerntod und es kommt dann raus, dass sie das waren, sie begehen Fahrerflucht und dann gibt's quasi in diesem Land eine Regelung, wenn es muss quasi einer Geschädigter eines Toten darf sie quasi rächen an dem Mörder. Und zwar werden jetzt diesen reichen Schnöseln ein Ultimatum gestellt, sie können Klone von sich anfertigen lassen, die dann stellvertretend für sie umgebracht werden. Und das kann man beliebig oft machen. Und so führen sie die da auf der Insel auf wie die Axt im Wald, bringen Leid um und machen halt lauter Sachen, die sonst in einer normalen Welt oder in einem Alltag nie machen taten. Und wenn sie von der Polizei gefasst werden, dann werden immer eine Klone hingekriegt. Und so nimmt die Gewaltspirale dann ihren Lauf. Und das fand ich schon cool. Also es sind nicht bestimmte Sachen dabei, wo man sagt, okay, bestimmte Elemente aus Possessor hat er wieder mit dabei. So diese verspulten Geschichten mit Licht und Zeitlupe und Zeitraffer und so, ja. Wir werden das auch schon, wenn Figuren verschmelzen daten ineinander in so 6 Szenen und so. Das hat man ja bei Possessor auch gesehen, wie sie quasi da die zwei Seelen verschmolzen sind miteinander oder wo die um den Körper im Endeffekt kämpft haben, wo man sagt, okay, er versucht diese Elemente, die schon mal funktioniert haben, wieder einzubauen und sagt, das sind jetzt wieder diese Brandon Cronenberg Elemente. Aber wie gesagt, das ist immer noch Schweiners für die Augen.
Die Geschichte ist cool. Man muss wie bei einem Brandon Cronenberg-Film, die Geschichte einfach fressen, weil sonst kommst du mit der ganzen Prämisse vom Film nicht klar. War ja bei Possessor ähnlich oder bei dem anderen, den Antiviral, war es ja noch schlimmer. Und dann kann man da schon hübsch Spaß haben. Der Film ist hübsch blutig, hat ein paar sehr explizite Sexszenen drin und der Soundtrack ist mega gut, die Schauspieler sind super. Nur wie gesagt, der ist sehr offensichtlich in dem, wo es ein Song möchte und da war der Possessor um einiges verschachtelter und raffinierter. Okay. Also es mit der Klon-Thematik ist mir vollkommen neu. Also von dem her, jetzt ist er auf einmal wieder in meiner Gunst gestiegen. Dann muss ich mir den doch noch reinziehen. Ja, und Mia Goth ist dabei. Ich glaube, die sieht man sogar noch, Kirby. Ulala. Ich weiß nicht mehr genau. Bei ein paar Filmen ist es ganz, ich habe mir bei ein paar Filmen überlegen müssen, was das eigentlich genau gegangen hat, weil all die habe ich direkt Anfang des Jahres gesehen und dann habe ich überlegen müssen, bringe ich die Handlung überhaupt noch zusammen. Aber ich glaube schon, dass man es noch zeigt. Also ich hab mir ging's ähnlich wie dir, ich hab mir da auch überall die Trailer noch mehr reingezogen, dass ich zumindest so ein bisschen eine Referenz drin hab und nochmal die Bestätigung in meinem Kopf bekommen, ja, der war wirklich gut. Ach, das war der. Tatsächlich ein Trailer, der mich aber jetzt weniger überzeugt hat wie der Film dann selbst, ist mein Platz 8. Ja, und bitte. zwar Spider-Man Across the nicht Universe, wie heißt der? Spider-Verse. Spider-Verse, ja. Wir haben ja, glaube ich, auch in der Lex mal drüber geredet. Ja. Du und ich. Und ja, also mit dem Cliffhanger, also der hat mich so rausgerissen aus meiner Meinung über den Film, dass der es jetzt echt auf Platz 8 geschafft hat, weil ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Es waren viele Elemente drin, wo ich finde, für Kinder ist das schon heftig mit diesen ganzen Szenenwechsel und diese Farbspiele und was weiß ich. Und dann auch diese ganzen verschiedenen Spider-Man-Versionen. Aber ja, jetzt im Nachhinein, ich muss den in die Top 10 reinnehmen, weil der war wirklich gut. Ja. Aber es sind da bestimmte Themen, die der Film auch aufgreift, da mit Teenager und so. Also die Freigabe, ich glaube, im Kino meine war das sogar ab 12, jetzt schießt mich da, ich weiß es nicht. Da haben wir noch gedacht, die Freigabe ist fast ein wenig passender für den Film, weil ab 6, du umreißt den Film nicht als 6-Jähriger. Weil er wirklich so viel abverlangt an Geschichte und Figuren und hin und her. Aber wie gesagt, das ist wirklich optisch ist ein Wahnsinn. Mhm. Für mich hat er sich oftmals ein bisschen gezogen, weil sehr viel Drama-Part dabei war und sehr viel Coming of Age. Aber ja, also allein schon wirklich die Optik reißt es voll raus. Und er kann wirklich über seine ganze Laufzeit ziemlich gut unterhalten und der Cliffhanger ist mega bass. Ja, ich muss sagen, das Coming out of Age, nennt man das so? Coming of Age, Coming out, keine Ahnung. Das Coming out. Das ist was anderes. Hat mich gar nicht so gestört. Und vor allem die Spider-Gwen, die mag ich auch sehr gern. Die Gwen Stacy. Er ist auch ganz cool, der Miles. Von dem her eine für mich sehr standfeste Platz 8. Was ich auch sehr cool fand, da jetzt in dem Film, dass man die verschiedenen Spider-Man-Inkarnationen alle irgendwie sagt, ob das der Andrew Garfield ist in Amazing Spider-Man oder aus der alten Spider-Man-Serie aus die 60er oder es wird wirklich alles angeschnitten und wenn man dann sagt, so diese Phasen mit dem Onkel Ben, wie der gestorben ist, dass da quasi in jedem Spider-Man-Film, Serie oder sonst was, auch in die Comics, dass die Battle 1:1 so Panels aus die Comics dabei sind oder so, das fand ich super. Also für die Leute, die sich mit dem Spider-Verse ein wenig auskennen oder die Anfänge vom Spider-Man und wie sich der in der Popkultur verankert hat, da ist der Film wirklich ein Leckerbissen. Ja, sehr gut. Und vor allem, es kommt mir also vor, es nimmt er sie an ganz vielen Stellen einfach nicht ernst. Mhm. Aber auf so einem Niveau, das absolut okay ist. Und mir hat der brutal viel Spaß gemacht. Ich hätte ihn gerne im Kino gesehen, haben leider erst dann, als er auf Netflix war, mir dann reingezogen, weil mir halt auch der Trailer nicht ganz so gefallen hat. Also für mich war der Trailer nicht ganz so informationsbereitend. Als dass ich dann gesagt habe, boah, geil, da möchte ich unbedingt rein. Was ist denn bei dir Platz 8? Ja, da können wir jetzt gleich skippen, weil da habe ich den Super Mario Brothers Film doch. Ach, ja, ich habe gedacht, du warst bei Platz 7. Was ist dann, macht der weiter mit Platz 7? Da habe ich jetzt halt auch einen Animationsfilm drin und zwar habe ich über den auch schon mal geredet, über das wunderbare Kinoerlebnis mit meinem Sohnemann und zwar Turtles, Mutant Mayhem. Ah, jetzt habe ich schon gedacht, jetzt kommt der Entenfilm. Na, Thanksgiving.
Also, Turtles, ihr hört euch unsere Warleck-Folge an, wo ich über die Turtles rede. Wahnsinnig starker Animationsfilm, ist auch sehr kreativ in seine Animationen und ist nicht ganz so hektisch wie jetzt der Spider-Man. Und die Figuren sind super cool und man hat die Turtles jetzt quasi wirklich als Teenager da und das saudumme Sprich, das runterhauen und die Action ist cool und ja, der Film hat auch noch ein bisschen ein Message mit dabei und also ich finde, jeder, der die Turtles geil findet, der kann mit dem Film auch was anfangen. Außer man kommt mit den ganzen Neuerungen nicht klar, dass man sagt, okay, April O'Neil ist jetzt farbige, aber dann hat man ein anderes Problem als wir ein Verständnis von einem Film. Aber gut, ich kann den Film absolut nur empfehlen. Meine Platz 7. Sehr schön. Bei mir ist Platz 7 auch was, wo ich schon in die Warlex mal drüber geredet habe, und zwar der Tetris-Film. Echt? Ohne Scheiß jetzt? Ja. Ich habe mir den Trailer vorhin nochmal angeschaut und habe mir dann gedacht, als ich den Trailer damals gesehen habe ich nicht geglaubt, dass das wirklich ein Film wird. Und ich habe auch nicht geglaubt, dass das, was man im Trailer sieht, auf wahren Begebenheiten beruht. Weil ich gedacht habe, ja, Kim, so überspitzt, was soll das bitte schon mit Tetris zum Tor haben? Aber es ist wirklich eins meiner Highlights in dem Jahr. Seitdem habe ich ja Apple TV. Also ich kann es jedem ans Herz legen. Also Kani, wenn du immer noch dein kostenloses Abo von Apple TV hast, der Film ist genauso gut wie die ganzen Serien da drin. Und ja, ich kann den einfach jedem empfehlen. Der ist informativ, spaßig und actionreich. Was braucht man mehr? Was will man mehr? Okay, weil ich mache jetzt dann, wenn diese Monarch-Serie durch ist, mache ich jetzt auch noch mit ja die Probephase vom Apfel Plus und dann werde ich da auch mehr reinschauen. Jetzt hast du mich neugierig gemacht, auf alle Fälle. Er ist wahrscheinlich ähnlich spannend wie Mission Impossible Dead Reckoning. Wahrscheinlich. Geht's da auch um Weltuntergang? Nein. Also muss ich nicht immer so, die müssen nicht immer so groß ausholen, oder? Es kann auch in kleinen Geschichten auch spannend sein. Seitdem nämlich das Spiel auch anders war, muss ich ja echt sagen. Und fand, das war eine richtig tolle, aber actionreiche Story. Also von dem her, jeder, der genauso gedacht hat wie ich, ach Kim, das ist doch einfach nur Spaß. Nein. Und es ist keine Doku. Sehr gut. Hast du überhaupt eine Doku dabei? Nein. Sehr gut. Ja, Tetris-Film kommt auf die Liste. Mein Platz 6. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Und zwar Eli Roth is back mit Thanksgiving. White meat, dark meat, all will be carved. Der Film hat mir eigentlich so ziemlich, bis auf seine Optik, alles gegeben, wo sie wollte. Von der Optik hätte ich mir gerne hätte gern gründiger sein können, so wie quasi dieser Grindhouse-Trailer war. Und aber sonst hat alles super passt. Also für so einen Slasher hat er coole Figuren gehabt, mega gute Kills, mega brutale Kills. Das kleinste Stadtsetting war super cool. Der Killer furchteinflößend. Was möchtest du noch mehr für einen Slasher, Freunde? Also das Echo, was ich so gehört habe, da in der Horrorfilm-Bubble, ist der Film allgemein sehr gut angekommen. 14 Tage nach Kinostart ist der schon verlängert worden um einen zweiten Teil. Also ich glaube, in Amerika ist er eher angelaufen wie bei uns. Und ich bin vom Kino heimgekommen, bin am Pissoir gestanden und hab noch ins Handy reingeschaut und dann hat's schon geheißen, Eli Roth kündigt zweiten Teil an, Sony gibt grünes Licht. Das Ende lässt da noch quasi Luft für den zweiten Teil, was ich sehr cool fand. Und es darf weiter geschnetzelt werden. Ich habe die Folge sehr genossen, die du und der Kani aufgenommen habt. Also hat mich schon sehr neugierig gemacht. Ins Kino habe ich es tatsächlich nicht geschafft. Aus zum einen mangelnden Personen, die den dann noch mit mir angeschaut hätten. Ja. Und jetzt zum Jahresende sind ja doch nur einige Filme dann ins Kino gekommen, die ich dann auch noch gern sehen wollte. Aber ihr habt es mir echt neugierig gemacht. Ihr habt eine sehr, sehr schöne Folge drüber aufgenommen. Mit sehr viel Liebe. Super. Du hast es wie immer sehr, sehr gut bearbeitet. Ach, das ist aber süß. Und ich kann mich auch noch gut an den Fake-Trailer erinnern. Und ich bin ehrlich froh, dass diese ganzen Fake-Trailer mittlerweile so ziemlich fast alle umgesetzt worden sind. Ja, aber wie gesagt, ein paar wichtige gingen ab, aber vielleicht kriegt der Rob Zombie doch nochmal vielleicht in 5-6 Jahren sein okay für Werewolf Women of the SS. Das war nochmal so ein kleiner Traum. Den möchte ich schon gerne nochmal sehen. Sehr schön. Aber sehr zuerst schön. kriegen wir nochmal Thanksgiving 2 wahrscheinlich, bevor sonst irgendwas anderes kommt. Wie schaut's bei dir aus? Ja, wo wir gerade von der SS reden.
Wo wir gerade von der SS reden, mein Platz 6 heißt Sisu. Oh. Und auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Ein Goldgräber findet Gold in Finnland und muss über 500 Kilometer durchs Land reisen, um zur nächsten Bank zu kommen und begegnet da, weil es spielt leider zu Ende des Zweiten Weltkrieges, begegnet da ein paar Nazis. Und die Nazis verhalten sich halt so wie die klischeehaften Nazis, aber werden von dem Goldgräber ganz schön daher-droschen. Und es ist ein Feuerwerk des Nazi-Tötens. Ich war im Kino, hab den sehen dürfen und war absolut begeistert. Das war eins meiner Kino-Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen. War Sehr eins schön. meiner Kino-Highlights. Ich habe sehr viel Spaß gehabt und da wünscht man sich eigentlich fast, dass es nur einen zweiten Teil gibt. Andererseits, so wie der Film geendet hat und wie er da steht, steht er gut da. Auf jeden Fall. Ja, kann ich nachvollziehen. War wirklich ein starkes Teil. Er kann zwar, finde ich, nicht ganz diese Schlachtplatte durchhalten, den ganzen Film über, wie der Trailer vormacht. Beim Trailer geht es wirklich zack, 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 zack und dann meinst du, ja, wenn das wirklich so abgeht, dann leckt mich am Arsch. Er hat ja wirklich auch seine ruhigen Momente drin, die ich so nicht erwartet hätte. Aber die brauchst du ja fast zum Durchatmen. Ja, ist schon klar. brauchst Also, du. ist schon klar. Und du hast ja eine Figur, die ja, glaube ich, bis auf den Schluss kein Wort redet. Und sie können aber das trotzdem gut überbrücken, dass er halt einfach nichts sagt. Und und die Nazis, die werden schon wieder so überspitzt dargestellt, dass du sagst, ja, das ist cool, wenn die jetzt alle sterben. Da war es sogar so, ich habe mit meiner Frau angeschaut und die ist ja bei Gewaltszenen Mensch gegen Mensch recht empfindlich, aber wenn es Nazis sind, da hat sie bei meiner Frau was ausgemacht und hat gesagt, ach, wieder mal einer ein Messer in den Kopf, eine passt schon, der nächste aufgeht. Und vor allem wenn es dann nur Nazis sind, die an dem Hund ansiedeln wollen, dann haben sie es ja nicht anders verdient, muss man ja ganz ehrlich sagen. Richtig, Ja. absolut. Also wer das Filmplakat vielleicht immer wieder mal gesehen hat und sie gefragt hat, was soll der Scheiß, schaut euch den an, der ist wirklich sehr unterhaltsam. Also ist ein sehr schöner Abend, den man da verbringen kann. Auf jeden Fall. Dann dein Platz 6, oder? Na, 5? 5. Fünf. Geht ganz schön geht er durch wie Sau. Wahnsinn. Also es ist sehr, ein Brett von einem Film vom Ari Aster, Beau is Afraid. Echt? Ja. Ich habe aber auch, das ist ein Potpourri der Gefühle, der Film. Also ich war am Anfang voll enttäuscht. Die erste Sicht, vor der ersten Sichtung war ich enttäuscht. Wobei ich aber da sagen muss, der Film, die erste Dreiviertelstunde ist wirklich irre, wo es alles abgefeuert wird. Diese Krankheitsbilder, die der Bau hat, die häufen sich ja brutal. Also von den Angststörungen und Depressionen und was du nicht gesehen hast, hat der Kerl, inklusive Mummy-Issues. Er hat wirklich Angst vor allem und er stellt sich immer vor, dass alles auf der Straße oder alles in seinem Umfeld ihm ans Leder möchte. Und diese Panik kann der Film recht gut rüberbringen. Es ist gerade so, am Schluss aussehen, hat er sich dann bei mir ein bisschen gezogen. Nur wenn man dann einmal weiß, auf was der Film raus möchte und so, und man schaut sich dann nochmal an und weiß, diese erste Dreiviertelstunde schießt so brutal raus, dass dann das alles, was danach kommt, eher ein wenig schleppend ist, dann kann man auch mit dem Tempo vom Film besser umgehen, finde ich. Aber wenn er natürlich sagt, beim ersten Mal schauen, man sagt, okay, der Film ist ein totaler Scheißdreck, weil ich überhaupt nicht mitgekommen bin, was wollen jetzt die von mir, kann ich auch verstehen, komplett. Aber wie gesagt, ich habe mir nochmal angeschaut und es ist so ein abstruses und verrücktes Stück Film, inklusive einem riesigen Monsterpenis auf dem Speicher, wo ich sage, wow, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Aber Joaquin Phoenix spielt das saugeil. Ich möchte gern wissen, wie viel vom Regisseur psychisch in der Rolle vom Bau drinsteckt. Ich glaube nämlich, dass der Ari Aster da Sachen mit in den Film eingebaut hat, die er auch betreffen, so wie ich es oft mitkriege, wie es heißt, wie er in Interviews ist oder so die Aussagen, die er getroffen hat und so. Ja, also es sind 3 Stunden, schwere 3 Stunden, aber ich finde, dass sie es wert sind. Und Ari Aster ist halt einfach Wahnsinn. Was sagst du? Du hast ihn auch gesehen, oder? Bei dieser Platz 1. Naja, er hat es gerade so nicht in die Top 10 geschafft. Wir sollten auch noch mal sehen, ich kann nicht vollumfänglich sagen, dass er schlecht ist.
aber ich war auch enttäuscht. Also ich habe mir den angeschaut und ich bin nach den, was waren es, 3 Stunden Ja. am Ende dann da gesessen und habe das Gefühl, dieses letzte Szenenbild, weil ungefähr so waren meine Gedanken dann zu dem Film. Weil ich mir gedacht habe, was, echt jetzt? So, wirklich? Und boah, keine Ahnung. Also da muss ich vorher noch mal ganz, ganz tief Luft holen, wenn ich mir den nochmal anschaue. Was ich aber eigentlich fast misse, weil ich hab man sogar gekauft. Aber eigentlich, ich hab man gekauft, weil ich gewusst habe, okay, Ari Aster, der kann eigentlich nur geil sein. Weißt du, ich hab den auch blind einfach gekauft. Ja. Und so muss ich jetzt sagen, Ja, hast du das Mediabook gekauft, oder was? Nein, ich hab bei Amazon zum Streamen gekauft, weil Okay. also als Heimkino-Premiere, da glaube ich auch 15 Euro oder so ausgeben. Puh. Genau, Aus Sicht eines Filmschaffenden, was ich natürlich nicht bin, aber wenn man jetzt da so drauf blickt mit dem, wie ist der Film inszeniert, schauspielerische Leistung, die Botschaft vielleicht irgendwie dahinter, muss man sagen, top. Aber nix für einen 0815 Filmguckenden, wie meine Frau. Aber das waren ja die Filme von ihm alle bis jetzt. Also, ob sie Hereditary ist oder Midsommar oder der The Strange Things About the Johnsons, ist nichts so zum Weggucken dabei. Das sind schon wirkliche Backsteine von Filmen, die einem auch ziemlich schwer im Mund liegen, wie jetzt eben auch der. Und da muss ich, jetzt muss du da gerade sagst, muss ich da recht geben, eigentlich bei allen Filmen ging es mir das erste Mal dann so, wo ich mir dann am Ende dachte, what the fuck? Was soll jetzt das? Und dann denkst du ein bisschen so drüber nach und dann fallen da bestimmte Szenen ein und denkst, das war eigentlich schon Wahnsinn. Das war eigentlich schon krass. Und da gerade, also Midsommar ist ja da für mich eine Explosion der Gefühle. Mhm. Also ich liebe den Film und ich empfehle den auch jedem. Und das ist mal scheißegal, wenn man beim ersten Mal dann nicht versteht oder Kacke findet oder was. Ich sag dann immer, schaut's eigentlich nur mal an. Und alles, was in dem Film vorkommt, bis hin zum letzten Humor oder zum letzten Ekelfaktor, top. Liebe. Super. Bow's Afraid ist halt da schon schwere Kost. Der ist noch schwerer zugänglich wie die anderen, auf jeden Fall. Weil er da halt einfach auch so viele Sachen nicht mitgibt. Du musst da halt viele Sachen auch selber denken. Also das heißt jetzt nicht, okay, Bo hat das und jetzt ist deswegen das so und so. Also der Film legt so seine Spuren und du kannst eben da mitgehen und dann checken, was da los ist. Oder halt auch nicht. Und irgendwann, wenn jetzt du da den Faden bei dem Film verlierst, dann verlierst du den Film. Und dann kommst du dann immer wieder, dann magst du auch wahrscheinlich nicht mehr. Wenn du irgendwann dann sagst, ja, das ist ja alles jetzt ganz nett oder langweilig und ich mag jetzt nicht mehr, aber wenn du da dabei bleibst und wie gesagt, mir hat der Film auch erst beim zweiten Mal gezunden, beim ersten Mal hat er bei mir 3 von 5 Sterne gekriegt. Und beim zweiten Mal habe ich dann gesagt, ja, jetzt hab ich ihn, oder er hat mich, sagen wir es so, jetzt kann ich mit dem Film umgehen, was er eigentlich möchte. Und dann, wenn dir der Knopf aufgeht, dann sagst du yes. Also schau dir nochmal an. Ja, werde ich ja sicher tun, aber jetzt tatsächlich die 3 Stunden wollte ich mir für jetzt unsere Top 10 nicht oder glaube ich sofort. Ja. Aber es ist hier wieder eine sehr gute Überleitung zu meinem Platz 5. Super. Weil der ist auch sehr, sehr schlecht bewertet vom Großteil der Menschheit. Und zwar Killers of the Flower Moon vom Martin Scorsese. Sese von Martin Scorsese. Der spielt in die 20er Jahre, also 1920, muss man fast jetzt schon sagen. Und es geht um den indianischen Stamm der Osage. Die haben im Staat Oklahoma nämlich Öl gefunden und besitzen das auch, weil das ist ihr Land. Dadurch sind es Indianer, die sehr, sehr reich sind. Und das wollen halt die Weißen irgendwie ausnutzen und heiraten sich halt da sauber in die Familien rein. Und dann gibt's halt eine Familie, die sagt dann, ja, also das Geld könnte dann schon mal in die richtige Richtung fließen, aber helft man nur ein bisschen nach, indem unsere indianischen Freunde an der Stelle aber frühzeitig ins Gras beißen. Daher passt er wieder sehr gut in diese Scorsese-Welt, der ja vor allem, wenn man an Casino denkt oder Goodfellas, dieses
Mafia-Dasein feiert in Filmform. Und das ist jetzt im Prinzip eine Version von Goodfellas oder Casino halt mit dem Leo, mit dem Robert De Niro in den indianischen 1920ern. Der dauert auch 3 Stunden. Puh. Und ich kann das nicht verstehen, wie man sagen kann, dass der Film schlecht ist. Also ich muss sagen, wenn man sich vorher schon mal einen Scorsese-Film angeschaut hat, außer jetzt vielleicht die Wolf of Wall Street, dann sieht man da eindeutig Parallelen und ist einfach unterhalten. Also ich kann jetzt das ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen, warum jetzt da ein Leo schlecht spielen wird, aber warum er die Handlung nicht abholt oder allgemein, warum das eine Frechheit sei soll. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht gesehen haben. Na. Hast du den Scorsese-Film bei Netflix gesehen, The Irishman? Na. Nicht? Mm-mm. Okay. Hast du schon mal einen Scorsese-Film gesehen? Ja, die du aufgezählt hast, also Casino und Goodfellas haben wir auf jeden Fall, aber so die letzten irgendwie nimmer. Also Wolf of Wall Street ist natürlich auch top, hat mal nichts mit der Mafia zu tun, aber genieße ich auch. Outen, weil mir der überhaupt nicht gefallen hat. Ich müsste da mal aber nochmal eine Chance geben, weil der wird ja auch nur gefeiert und ich hab dem nichts abgewinnen können. Ich hab den auch da und ich müsste dann nochmal anschauen, aber ich komme nicht dazu. Okay. Ich finde den total geil. Und da verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum der Leo keinen Oscar dafür gekriegt hat. Also, das ist ehrlich gesagt wirklich eine Frechheit. Und der Irishman ist im Prinzip nur mal so eigentlich Hommage von ihm selbst an Casino und Goodfellas. Mhm. Ja, und Killers of the Flower Moon, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum man den so schlecht finden kann, weil im Prinzip ich fand ihn top. Sehr schön. Ja. Ist der auch wieder so, also, der hat wieder diese Gewaltspitzen drin, die er Goodfellas hat und so, ist der recht grob so, oder kann man den so als Nein, das sind halt natürlich immer diese kaltblütigen Morde, die ja da passieren. Also so wie es jetzt in Goodfellas war, so von hinten den Kopf einschießen und was weiß ich. Klar, gibt's da genauso. Okay. Es basiert da auf einer wahren Begebenheit. Okay. Auf einem Buch, das glaube ich sogar genauso heißt. Und die haben damals halt wirklich jede Menge von diesen Indianerfrauen und halt auch von dem ganzen Stamm umgebracht, dass die halt da an das Geld kämen. Und das ist nicht untersucht worden. Das ist eigentlich der eigentliche Skandal da drin, weil, ja gut, es sind natürlich Indianer und die ganzen Polizisten waren halt Weiße. Okay. Dann, mein Gott, die sterben halt an irgendwelchen Krankheiten. Ja, passiert. Da hat es die Falschen nicht erwischt, wenn das hier Bleiinfektion einfangen, oder? Ja, auch früh vergiftet worden und was weiß ich. Und das fängt ja relativ früh schon an. Und ja, ich finde die Thematik spannend, super umgesetzt und wie schon gesagt, wirklich gut geschauspielert. Was nicht, manchmal habe ich das Gefühl, manche gehen da rein und sehen jetzt nicht 3 Stunden lange Actionfeuerwerk und wollen den einfach auch nur schlecht finden. Mhm. Ja, verstehe die. Ich verstehe, was du meinst. Gut, dann, jetzt gehen wir ja schon langsam in Richtung der Top 3, aber vorher hast du nur dein Platz 4. Was hast du denn? Platz 4 ist bei mir Holy Spider. Holy Spider, sagt mir gar nichts. Ein Serienkiller-Thriller. Dieses Produktionsland ist Dänemark, Deutschland, Schweden, Frankreich. Und eigentlich spielt der ganze Film, also in Originalsprache ist Persisch und spielt im Iran. Und zwar geht es da um einen Serienkiller. Okay. Jetzt ja. Den Screener haben wir damals nicht gekriegt. Den hätten wir beim Schiffers sehen können, oder? Genau. Und ich habe mir dann den Film gekauft, weil mir die Story wie vorher angesprochen hat. Eben um einen Killer in der Stadt Mashhad. Das ist die heiligste Stadt im Iran. Und da geht der Killer um, der Prostituierte umbringt. Und das auf ganz kaltblütige und brutale Art und Weise. Und wir sehen mal quasi, so eine unabhängige Ermittlerin, ich glaube, es ist eine Reporterin, meine ich, ist, weil die Polizei da nicht ermittelt in dem Ganzen. Also die haben eigentlich ganz froh, dass der Killer da ist, so ungefähr, also in der vorgehaltenen Hand wird so, ja, das würde so geduldet, dass der die Frauen umbringt, weil der beseitigt ja nur, in Anführungszeichen, den Schmutz von der Straße.
Und die Frau sagt halt, okay, wir müssen jetzt da dem ein wenig nachgehen und das kann es nicht sein, dass einer da dahin mordet und das nicht verfolgt wird. Und parallel dazu sehen wir mir eben diesen Herrn, der diese Damen umbringt, der Familienvater mit einem Kind. Die Familie kriegt das nicht mit, wenn er auf Nacht allerweil da auf seine Streifzüge geht. Die Frau hat eh nichts zu melden, da kann er fortbleiben, solange wie er mag, so quasi, und kommt heim, wann er mag. Und genau, wir sehen da, wie er kaltblütig, dass er da die Frauen umbringt und diese Reporterin da ermittelt. Ja, und der Film prangert halt extrem viel an, eben auch die Doppelmoral der Bevölkerung und dann auch die Religion, wie die Religion vorgeschoben wird, dass quasi, ja, wie gesagt, die Frauen sind Schmutz, die kennen sowieso weiter, Frau, ihr Leben ist nichts wert. Und der Film macht halt lauter so Fässer auf, die das Ganze noch schwerer erträglich machen. Also ich habe bei dem Film wirklich keinen Spaß gehabt. Wirklich nicht. So ist auch nicht. Aber ich war wirklich gebannt vom Anfang bis zum Schluss. Wie gesagt, er ist total kaltblütig, er ist spannend. Oftmals wirklich, du sitzt mit schüttelndem Kopf da und sagst, wow, was ist das für eine Gesellschaft, wo sowas passiert, wo sowas geduldet wird, wo sowas schön geredet wird. Ein richtig harter Brocken. Also nichts, was du sagst, war cool, Serienkiller, ole ole. Na, das ist ein richtig fieser Film. Also der... So wie bei allen anderen Serienkiller-Filmen. Was? Jetzt war's kurz. So wie bei allen anderen... So wie bei allen anderen Serienkiller-Filmen, wo man sagt, ole, ole, ja. Ja, na, also die Tonalitäten von den Filmen sind ja oftmals schon sehr unterschiedlich, was du sagst, ja, oder also Jason Voorhees oder so, wo jeder eigentlich auf der Seite vom Jason ist und sagt, auf geht's. Aber da, wie gesagt, das ist jetzt wirklich sehr nahe und hart an der Realität und nur schwer zum Ertragen. Aber ich kann ihn empfehlen. Huiuiui. Aha. Ja, ich weiß noch, wie wir damals die Shivers-Folge aufgenommen haben und wir dann ja eigentlich da schon auch gesagt haben, schade, dass wir den nicht sehen konnten. Ja. Und finde ich dann interessant. Also das heißt, man sieht jetzt nicht nur die Journalistin, sondern auch den Serien. Genau, du weißt von Haus aus, wer das ist. Aha, okay. Das macht halt, zieht halt der Film da auch seine Spannung raus, weil der versucht ja da immer unerkannt zu bleiben. Und wie er das dann macht und wie er das dann ansteht und wie er dann auch oft Gefahr läuft, dass er erwischt wird. Aber ja, die Leute rundum gar keine Notiz von ihm nehmen oder eine Notiz von ihm nehmen wollen und so. Und das ist schon fast ein wenig so Dexter-mäßig dann. Okay. Ja. Ja, cool. Mein Platz 4 ist dir auch schon bekannt. Also du hast ihn, glaube ich, noch nicht gesehen, aber wir haben jetzt bei den Warlex drüber geredet. Mhm. Godzilla Minus One. Ich habe es fast gedacht. Wirklich? Wenn ich hast du nicht gedacht, der ist auf Platz 1? Ja, jeden weiter erwartet gehabt, ja. Okay. Ja, ich habe, glaube ich, in die Warlex schon alles gesagt. Ich habe mir vorhin den Trailer nochmal angeschaut und habe mir einfach nur gedacht, oh Gott, das ist so ein geiler Film. Ich freue mich ja schon drauf, wenn der mal zum Kaufen ist und dann werde ich das wahrscheinlich als eine der Blu-Rays bei mir immer so neben meinen Schreibtisch hinlegen, wo ich mir denke, heute schauen wir wieder an. Da streichelst dann so um mich und wenn du gerade mal kurz Zeit hast, dann ziehst du so schnell aus der Hülle aus wie ein Ganzlinger, oder wie sagt man, im Wilden Westen oder ja, so genau. auszieht. Also sollten irgendwelche Leute vom Verlag zuhören, die dann da verantwortlich sind, diese Blu-ray rauszubringen, kleiner Tipp, meine Ex-Freundin hat sie immer die Special Editions von Twilight gekauft, weil da war ein extra Edward, so heißt der Hauptvampir, Ja. glaube ich, Edward-Schnitt mit drin. Das heißt, das waren alle Szenen, wo der vorkam. Aneinandergereiht. Das ist ja geil. Das wünsche ich mir hier an der Stelle bei Godzilla Minus One vom Godzilla. Okay. Das war damals so absurd. Sie hat sich das jetzt mal angeschaut und dann war wirklich eine Szene drin, da steht er einfach nur in der Tür und fragt dann die Bella irgendwie, ist was los? Und dann zack, nächster Schnitt, weil dann sieht man ja nicht mehr. Ja. Ist doch scheißegal. Das muss ja nur der Pattinson im Battle sein. Wahnsinn. Sehr cool. Ja, so billig kann man natürlich die Laufzeit auf einer Blu-ray auch noch steigern, indem man sagt, ja, da ist der Edward-Schnitt auch noch mit drauf. Halbe Stunde nur die Szene mit Edward. Das ist wie wenn du sagst, du kaufst eine Blu-ray von Showgirls und dann haben die ganzen Nacktszenen aneinandergereiht. Das ist da auch ein bisschen... Ja, genau. Völlig korrekt. Halt da an der Stelle für die kleinen Teenie-Mädels, die halt dann das genießen können, dass dann was auch immer in der halben Stunde tun. Ja.
Gut. Ja, man sollte nicht zu sehr über den Sinn philosophieren. Aber, wie schon gesagt, Godzilla Minus One, eines meiner Godzilla-Highlights, hat sie hier vor das komplette Monsterverse geschoben. Ich hoffe wirklich, dass das weitergeht. Dass da nochmal ein zweiter Teil rauskommt. Ich habe mir jetzt nicht schlau gemacht, ob das vielleicht sowieso schon bestätigt ist. Von dem her, schreibt es in die Kommentare, dass ich nicht googeln muss. Und Mike, schau dir den unbedingt an. Unbedingt. Steht ganz weit um. Ich habe den jetzt leider nicht mehr geschafft, oder der war wirklich nur sehr limitiert im Kino, leider. Aber ja, also sobald das Ding rauskommt, schießen wir den. Ich hoffe, ich habe nur immer so diese Bedenken mit dem letzten Shin Godzilla quasi. Na, aber ich hoffe jetzt mal, dass der nicht so ist. Ganz anders. Sehr schön. Ganz anders. Shin Godzilla, da habe ich auch noch mal viel drüber nachgedacht, weil das wirft es mir ja immer wieder vor, dass ich den so gut finde. Ja, immer wieder. Das liegt an dem, dass ich den Anime, den Neon Evangelion so gut finde, der ja vom gleichen Macher ist wie Shin Godzilla. Okay. Das ja dann immer ein bisschen damit spielt, so, okay, ein Monster greift, jetzt sieht man erstmal, wie reagieren alle. Und an der Stelle greift das Monster und es ist scheißegal, wie alle anderen reagieren, die sterben. Okay. Ja. Dein Platz 3. Mein Platz 3 ist Talk to Me. Ach, jetzt hast du es schon gesagt. Ja. Weil jetzt hab ich nochmal drüber nachgedacht, ob ich es mittlerweile erraten könnte. Andererseits Terrifier 3 kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr raus. Ja, aber ich habe einen zweiten habe ich nochmal drin. Okay, jetzt hast du schon gesagt Talk to Me. Bin ich auch gespannt. Aber dann bei Platz 2 und 1, da musst du mich noch raten lassen dann. Okay. Also, Talk to Me hat mir sehr gut gefallen. Der Film macht zwar jetzt nicht viel anders wie andere Horrorfilme seiner Art. Nur, das, was er anders macht, das macht er so besonders. Und also ich wüsste nicht, dass in dem Film ein Jumpscare vorgekommen ist. Also es sind ein paar so Szenen dabei, ein paar so Schocker sind schon dabei, aber es gibt keine so Fake-Jumpscares oder sowas in der Richtung. Ganz strange ist auch, dass die Hauptperson eigentlich das komplette Arschloch des Films ist, aber du mit der quasi, du begleitest sie quasi durch den Film. Holst das aber oftmals auch überhaupt nicht für okay, was sie macht, aber das ist, ihre Beweggründe sind verständlich. Und und wir sehen halt da, wie dieser Dame, wie sie die immer weiter in einen Strudel begibt. Im Endeffekt, sie nimmt ihre Hand, eine mumifizierte Hand, ich glaube die rechte Hand ist, von einem ehemaligen Okkultisten oder einem Satanisten, das wissen sie nicht genau, ich glaube nicht, Talk to Me Songs nicht, die sagen irgendwas anderes. Das ist auch schon wieder eine Zeit her, wo ich ihn gesehen habe. Und lassen da quasi einen Geist in sich rein. Den Geist eines Verstorbenen. Okay. Und sie dürfen höchstens 90 Sekunden diesen Geist in sich drin lassen, weil sonst passieren schlimme Sachen. Und dann kann der Geist quasi in dem Körper drin bleiben. Und der Film spielt sich dann auf ein paar verschiedene Ebenen ab, weil ein paar Geister sind nicht das, für das sie ausgeben. Und unsere Hauptdarstellerin, die eine sehr turbulente Jugend oder Kindheit gehabt hat, möchte mit ihrer Mutter Kontakt aufnehmen und tut quasi alles, was ihre Mutter ihr sagt. Und vielleicht ist sie ja gar nicht die Mutter, ich weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall ganz schön dramatisch. Ja, der Film hat ein paar coole Härten drin. Die Effekte sind cool, also wie es diese Leute geschminkt haben oder wie sie das Schauspieler ist, wenn die besessen sind dann von den Geister oder wie die Geister selber ausschauen, ist mega cool. Das Ende ist sehr konsequent, sehr, doppelbödig, sage ich jetzt einmal. Was sagst du, jetzt hat, so fast so Geschichten aus der Gruft mäßig, jetzt hat die Person, die sich die ganze Zeit Scheiße aufgeführt hat, genau das gekriegt, was es verdient hat. Aber das schaut sich ein bisschen selber an. Den Film gibt es mittlerweile auf Blu-ray und ich muss mir jetzt auch nochmal anschauen. Aber mir hat beim ersten Mal schon voll taugt und ist ja deswegen auf meiner Platz 3. Ist bei ganz vielen Listen, die ich gesehen habe, auf Platz 1. Habe ich auch gehört. Aber da waren jetzt so zwei bei mir, da wo ich sage, die haben mir jetzt noch mehr gegeben. Aber ich kann es voll verstehen, weil es einmal schon Geisterhorror ist, aber halt nicht so konventionell wie andere Vertreter des Genres. Also ich glaube zu wissen, dass ich sehr genau weiß, was du auf Platz 2 und 1 hast. Okay, da bin ich gespannt. Ja, ich dann auch. Gut, ich glaube, mein Platz 3 wirst du nicht erraten, obwohl ich da neben dir im Kino gesessen bin. So Ex oder was? Also, nein.
Wir haben nebeneinander gesessen im Kino. Ach, jetzt pass auf. Scheiße. Soft and Quiet. Okay, krass. Ja, stimmt. Ja! Ich habe mir gedacht, das ist ein richtiger Corby-Film. Es ist ein richtiger Corby-Film, tatsächlich. Und ich bin nach wie vor enttäuscht, dass Blumhouse den bei uns in Deutschland immer noch nicht rausgebracht hat. Oder es nur keinen Verleih gefunden hat, der den Film rausbringen möchte. Weil ich möchte ihn unbedingt wiedersehen. Also ich fand den echt unangenehm, natürlich, weil du überhaupt nicht damit rechnest, was in dem Film passiert. Ja. Wir haben ja da in der Heartland-Folge drüber geredet, deswegen werde ich jetzt hier gar nicht so stark auf die Handlung eingehen. Hört euch die Heartland-Folge an. Ich verstehe es nicht, wieso der noch nicht rauskommt. Also er ist im Fantasy-Film-Festival schon gelaufen und er ist jetzt seit über einem Jahr schon draußen. Von dem her, keine Ahnung, was da los ist. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich muss den wiedersehen, weil das, was ich nur im Kopf habe, macht den Film für mich zwar immer noch unangenehm, aber nicht mehr so unangenehm, dass ich danach gesagt hätte, nein, den schauen wir nie wieder an. Mhm. Ja. Also, ich würde mal den in die Sammlung holen und schon wahrscheinlich einmal im Jahr oder so, ja, oder alle 2 Jahre dann anschauen. Ja. Nein, kann ich verstehen. Weil also sie spielt, die ersten 10 Minuten sind schon der Wahnsinn. Inklusive des Kuchens. Und dann, wenn es dann weißt, oh Scheiße, die ganze Kacke fliegt durch den Ventilator, ist schon krass. Vor allem auch das Schauspiel, die Inszenierung als One-Shot, wow, sehr stark, sehr intensiv, ein richtig fieser Film. Ja, total. Und ich bin ja gespannt, wie er mit einer deutschen Synchro halt dann wirkt. Ja. Weil ich finde zwar, es war alles sehr gut verständlich, aber ja, am Ende kommt dieses Gesamtbild, gerade da, wo sie halt dann zusammensitzen und wie es dann darüber reden, auf Deutsch vielleicht doch nur mal ein bisschen gruseliger rüber. Von dem her, Blumhouse, bitte, jetzt macht's mal was und bringt's die mal raus. Ich glaube, das hat mit Blumhouse gar nichts zu tun. Ich müsste gerade ein deutscher Verleiher mal nicht einkaufen. Außer da gibt es irgendwie dann, was ich wieder nicht weiß. Aber Stefan von Dropout Cinema. Tu mal was. Ja, der Cape Light, das war so ein Cape Light-Film. Eine ins Mediabook und aussieht damit. Stimmt. Aber Stimmt. Hey, ja, es gibt sonst jeder Scheiß raus, gell? Aber bei bestimmten Sachen, da sitzt da und wartest wie ein Depp. Oder, liebe Leute vom Pandastorm, wir schreiben euch ja gern wieder irgendwas, das dann super auf die Blu-ray drauf passt. Von dem her, auch hier kann gerne was von Viva la Movie Illusion auf Soft and Quiet draufstehen. Voll gerne. Oh Gott, stell mir das vor, Soft and Quiet und dann so ein fetter Button empfohlen von Viva la Movie Illusion. Der Wohlfühlfilm für die ganze Familie, Prädikat besonders wertvoll. Sagt Corby. Ja, genau, sagt Corby. Oh Gott. Ja, genau. Dann, jetzt lass mich raten, dein Platz 2 heißt Saw X. Nein. Na. Den anderen Film, den ich mir nur gedacht hätte, den hätte ich jetzt eigentlich eher auf Platz 1 gesehen bei dir. Da meine ich, bist du aber dann richtig. Also ich glaube, du meinst jetzt das, was ich meine, was ich weiß. Okay. Dann hat Saw X nicht in die Top 10 geschafft. Hat es nicht geschafft. Oh. Der war nicht schlecht, aber wie gesagt, der hat zu viel mit drin, wo ich sage, das adelt nicht für die Top 10. Dann hoffe ich inständig, dass es nicht der Barbie-Film ist. Niemals. Was hast du auf Platz 2? Platz 2 ist bei mir Bones and All. Der, wo es die Finger abkauen und der Kannibalenfilm, der romantische Kannibalenfilm mit dem Timothy Chalamet. Genau. Ich glaube mittlerweile sogar auf Prime. Ja, ich brauche eine Scheibe. Ich brauche nicht Prime, ich brauche eine Scheibe. Ich möchte ihn auf Blu-ray haben. Ich habe schon spekuliert, ob ich ihn irgendwie aus dem Ausland hole oder so. Aber der war so stark und ich möchte den im Regal haben. Aber ja, ich weiß nicht, was da schon wieder schief läuft. Aber so düster und unbarmherzig kein Liebesfilm ist auch, so wie Bones and All. Und dazu auch noch extrem stark gespielt. Emotional, blutig, aber auch einfühlsam. Also wo wir wieder beim Potpourri der Gefühle sind. Trostlose Stimmung. Die ganze Bildsprache ist eher so 80er-Style, wie so ein Roadmovie aus den 80er. Die Atmosphäre hat mir wegen so ein Near Dark erinnert von der Catherine Bigelow, nur anstatt mit Vampire, mit Kannibalen. Aber wie gesagt, man soll sich jetzt nicht so einen Kannibal-Holocaust erwarten. Es ist schon alles so ein wenig behutsamer inszeniert und der Film ist nicht nur auf seine Schauwerte reduziert, auf Leid fressen und ausweiten oder irgendwie so. Also das ist schon alles ein wenig anders. Ich weiß auch gar nicht, was hat denn der für Freigabe? Hast du das bei Prime dann gesehen?
Ich glaube 16. 16, ja, los im Eigi. Ja, und diese Momentaufnahme aus dem Mikrokosmos von den Eaters da, wie sie die Kannibalen da nennen, ist voll greifbar und auch wieder dieser Coming-of-Age-Part mit dazu. Also ich war total begeistert. Schauspieler super, Story super, alles Weltklasse. Es gab nur noch einen, der besser war. Aus der Adam ist schon in die Warlex drüber geschwärmt und seitdem bei mir auf der Watchlist. Aber da muss ich, glaube ich, auch in der Stimmung sein. So Kannibalenfilme, da muss ich in der entsprechenden Stimmung dafür sein, was auch immer das ist. Kann dir die Stimmung ganz schön versauen. Und war ich aber seitdem ich ihn da gesehen habe, habe ich mir auf meine provisorisch-obligatorische Liste geschrieben und da ist er seitdem drauf. Okay. Ja, cool. Na, hätte ich nicht gedacht, dass der sogar bis auf Platz 2 kommt. Noch vor Ari Aster. Nicht schlecht. Schon. Also auf Platz 2 ist bei dir entweder Barbie oder Oppenheimer. Na. Da kommst du wirklich nicht drauf. Okay. Und das ist ein Film, der da dir persönlich absolut nicht gefallen. Okay. Also das ist ungefähr wieder so ein bisschen auf Fraktus-Niveau. Ach du Scheiße. Kobi, was hast du denn wieder geschaut? Nein, es ist kein deutscher Film. Habe ich auch schon in die Warlex drüber geredet. Es ist Weird, The Al Yankovic Story ist meine persönliche Platz 2. Ich habe den mittlerweile 6 Mal schon gesehen. Hau ab. Hast du keine Hobbys? Es ist auf YouTube übrigens ein Konzert vom richtigen Al Yankovic. Aha. Das habe ich, glaube ich, mindestens schon 12 Mal gesehen. Wow. Jetzt glaube ich, diese gibst du nie zum Klassiker anschauen, weil du immer dieselbe Kacke anschaust. Ich feiere das. Es tut mir leid. Also, Herz in die Warlex-Folge, da ist auf YouTube zumindest Weird Al Yankovic auf dem Titelbild. Ich habe das so gefeiert, als der Film in Deutschland auf Netflix rausgekommen ist. Und ich habe mir den schon ganz oft da im Originalton angeschaut. Der Al Yankovic wird gespielt vom Daniel Radcliffe, vom Harry Potter. Es ist super, es ist genau mein Humor. Es kommen Top-Lieder von ihm vor. Also, wer nicht weiß, was er tut, der parodiert richtige Chart-Hits mit mit lustigen anderen Texten. Und es ist großartig, weil es ist so ein Biopic, es ist aufgebaut wie ein Biopic, aber einfach ab der Hälfte oder so vollkommen übertrieben. Also er parodiert einfach Biopics mit seinem eigenen Leben und es ist super. Okay. Es ist so toll. Grandios. Also wirklich ein Film, den werde ich mir nur 100 Mal anschauen und den jetzt mal feiern. Hat der Potenzial zum All-Time-Favorite-Lieblingsfilm? Ja. Schön. Ist für mich tatsächlich ähnliches Niveau wie die nackte Kanone. Oh, wow. Jetzt holst du aber gescheit aus. Also man muss natürlich sagen, man muss Al Yankovic vielleicht kennen oder auf den Humor stehen, aber ich finde es super. Das ist eins meiner Highlights und das ist mal egal, wenn sie den manche anschauen und nicht kapieren. Ein Problem. Sehr schön. So, dein Platz 1 ist Evil Dead Rise. Bing, 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 bing. Dead by Dawn. Auf jeden Fall, Baby. Sehr gut. Super. Schau, so gut kenne ich die mittlerweile. Voll gut, voll gut. Ja, und auf dieser Platz 1 ist er schon, seitdem ich ihn zum ersten Mal im Kino gesehen habe. Ich habe ihn mittlerweile 3 Mal gesehen und bin nach wie vor begeistert. Also die Bewertung ist immer gleich geblieben. Der Film liefert von der ersten Sekunde echtes Evil Dead Feeling ab. Dabei ist aber Rise keine reine Kopie von die ganzen Evil Dead Filme, sondern er nimmt die Elemente aus die Filme, die gut funktioniert haben und verarbeitet die halt einfach nochmal neu in einem neuen Setting. Der Regisseur Lee Cronin bringt viel kreative und frische Ideen ins Franchise, ohne dass er zu modern wird, was ich ganz wichtig finde. Aber er nimmt das, was man eigentlich schon kennt und macht nochmal eine richtig geile Sache draus. Und er ist auf alle Fälle nicht so cartoony, blutig wie der 2013er Evil Dead, sondern ist, ich finde, um einiges härter. Also weniger Splatter, aber dafür härter, weil es eben auch mit der Familie, die sich da gegenseitig an den Kragen muss und so, also die Ausgangssituation finde ich schon mal ganz anders, als wenn es bloß irgendwelche Teens sind. Und
Es gibt einen Haufen Gore, es werden keine Gefangenen gemacht. Atmosphäre ist super, die Figuren sind cool, man fiebert Vollgas mit einer mit, finde ich, mit der Familie, weil man alle Leute gern mag. Alyssa Sutherland als Maggot Mummy spielt sie einen Wolf. Schade, dass jetzt nicht mehr dabei sein kann in weitere Evil Dead Filme, aber die war so ein geiles Aushangsschild für die nächsten Filme gewesen. Warum? Ja, Warum kannst du nicht mehr dabei sein? weil es stirbt im Film. Ach so, das heißt doch da nix. Ach so meinst, wenn es durch einen Häcksler drin wird, das macht nix. Das heißt da absolut nix. Okay. Ja, also Evil Dead Ja, Rise. du weißt ja nicht. Du weißt ja nicht, was in den anderen Büchern drin steht. Dass man da wieder irgendwelche bestehenden, die Dämonen auferstehen lassen kann. Warum nicht? Ja, aber die Körper sind eigentlich immer uninteressant. Es geht ja eher darum, dass sich dieser Dämon verbreitet und die Körper an sich, die dürfen ja zerstört werden. Mei, vielleicht steht er auf sie. Wer steht da nicht auf sie? Ja. Also, Evil Dead Rise, roher, bedrohlicher Bastard, der sein Potenzial voll ausschöpft. Und wer da jetzt noch immer an Bruce Campbell nachgewarnt für das Evil Dead Franchise, dem kann ich auch nicht helfen. Wir sind auf alle Fälle auf dem richtigen Weg mit den Evil Dead Filmen. Und ich muss wirklich sagen, wenn es aber so heißt, wenn die Leute fragen, ja, was ist die liebste Filmreihe oder so, also da ist Evil Dead, finde ich, sehr weit vorn dran. Nicht nur bei mir, sondern es sollte bei euch alle da draußen so sein, weil es ein ziemlich fehlerfreies Franchise ist. Also von der Serie über die Filme, alles hochklassig. Und laut Sam Raimi kriegen wir jetzt alle 2 bis 3 Jahre einen neuen Evil Dead Film. Und wenn es diese Qualität weiterhin so halten, dann bitte her damit. Oh. Schau, das mit einer Abwechslung von Terrifier. Ja, super, Hand in Hand, ein Jahr der. Passt. Da ich mir nur so ein bisschen als Kontrast nur wünschen, dass man nur mal ein paar Paranormal Activities vielleicht raushaut oder sowas ähnliches. Ja. So ein richtig gutes Found-Footage-Franchise, das war noch mal nett. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht kommt ein Ding noch, es gibt ja schon einige Teile von VHS, gibt's ja noch, ich glaube noch 3 Teile, die jetzt da rausgekommen sind, aber die haben bei uns noch nicht erschienen. Ja, es liegt aber halt dann teilweise auch an der sehr schwankenden Qualität. Ah, gut, okay. Gut, Corby, dein Platz 1. mein Platz 1, du hast ihn vorhin ja schon gesagt, Oppenheimer. Na. Nicht bei mir, Freunde, nicht bei mir. Okay. Oppenheimer ist tatsächlich mein Platz 1. Ich weiß nur, als ich damals zu dir, da bin ich auch neben dir im Kino gesessen und als der Trailer kam, habe gesagt, ich habe keinen Peil, um was es da geht. Und du hast, wo ich das erste Mal schon gesagt habe, dass Oppenheimer wirklich top war, hat sie mir gesagt, na Corby, das ist nicht mein Film. Dann schauen da nicht Mike. Aber ich muss sagen, er ist trotz der Länge, es sind ja auch, glaube ich, annähernd 3 Stunden, wahnsinnig für mich schneller Film. Es ist super interessant, grandios geschauspielert, toll in Szene gesetzt, spannend. Es geht nicht nur darum, ja, wird die Atombombe gebaut und explodiert sie am Schluss, sondern es ist noch eine andere Rahmenhandlung drumherum gebaut, in einer andere Rahmenhandlung. Und das macht es natürlich dann auch nochmal entsprechend überraschend. Und ja, ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, der wird sich denken, ja, okay, war klar. Okay. Ja, sehr schön. Gut, also ich glaube, wir haben ja wirklich wieder mal eine sehr bunte Top 10 jeweils. Für mich sehr überraschend, dass wir tatsächlich auch zumindest eine Überschneidung mit drin gehabt haben. Ja, sehr schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es verpasst, dass ich Evil Dead Rise in die Liste mit aufnehme. Weil ich habe jetzt extra nochmal bei mir die komplette Liste, also mit allen 16 Filmen mit aufgenommen. Der fehlt da bei mir. Okay. Der kehrt da aber wirklich rein. Also ich glaube, der hätte es eventuell sogar reingeschafft. Wenn du es noch nicht vergessen hast. Ja, weil auf Platz 11, und der hat wirklich, der war lang innerhalb von den Top 10, steht bei mir Scream 6. War bei mir auch drin, ja, ganz lang. Bis Mission Impossible gekommen ist. Na. Jo, dann habe ich sogar nur 2 Dokus, da habe ich auch jeweils schon drüber gesprochen. Triangle of Sadness. Ah ja. Hat mir auch sehr gut gefallen, den hätte ich eigentlich gern drin gehabt. Dann noch Blaze, den hast du im Hardline ja nicht gesehen.
mit dem Mädel, das mhm. so ein paar Probleme gehabt hat und dann versucht, mit Fantasiewesen da sich durchs Leben zu kämpfen. Ja. Mhm. Und den habe ich auch ganz oft bei die Top 5 oder Top 10 Filme gesehen, bei so 0815 Listen. Dungeons and Dragons. Ja, habe ich auch sehr oft gesehen. Hat mir aber auch gut gefallen. Also war jetzt nicht so der Reißer, aber das war wieder einmal endlich einmal so ein richtig schöner Abenteuerfilm. Einfach ein schöner Abenteuerfilm. Mit viel Humor. Oh, vor allem lustig. Ja, genau. Sehr, sehr viel Humor. Habe ich auch nicht bereut, dass ich mir den auf Blu-ray geholt habe. Ja. Na, war schön. Wo ich sehr wenig sehe, ist Indiana Jones in die Listen. Mhm. Ja, da muss man schon sehr viel Liebe, glaube ich, mitbringen, dass man den unter seine Top 10 mit reinhaut. Aber, naja, was soll's. Ja, insgesamt muss man ja wirklich sagen, es war schon ein kein gutes Filmejahr. Sehr schwach. Sehr schwaches Filmjahr 2023. Und ich hoffe, dass es besser wird. Also, wenn man so schaut, was jetzt da noch es kommen wird, 2024 jetzt, mit dem neuen Alien oder so in der Richtung, da bin ich auch sehr gespannt, was da kommt. Also, da verspreche ich mir einiges und ich hoffe, dass da noch einiges nachkommt. Aber 2023 habe ich mir jetzt wirklich hart da, dass ich wirklich bis Oktober meine Top-10-Liste nicht, oder ich habe glaubt, dass ich es nicht vollbringe, weil ich so viel Mittelmäßiges gesehen habe. Also nicht wirklich nur Scheiße, aber so viel Mittelmaß. Also der Boogeyman, Insidious 5, glaube ich, war es, 5. Teil. Das war wirklich eigentlich sehr traurig. Ja, also traurig. Das war wirklich Mist. Ja, sehr traurig. Also viel Mittelmaß und wenig wirklich Überraschendes oder Mitreißendes. Ja. Ja, ich glaube, Planet auf dem 4 steht auch nächstes Jahr an, Dune 2. Oh ja, stimmt. Da gibt es dann schon ein paar Hits, die dann mit reinkommen. Und dann natürlich noch Godzilla und Kong. Ja, da bin ich schauen, ob es der da reingeschafft. Aber ja, also was wie Napoleon. Mhm. Ich habe den leider nicht geschafft, dass ich mir den jetzt anschaue, weil ich die ganze Zeit darauf warte, dass er jetzt endlich rauskommt bei Apple TV. Und es ist auch wieder so ein ähnliches Phänomen wie bei Killers of the Flower Moon. Er ist grottenschlecht bewertet. Okay. Grottig. Also, das ist schon erstaunlich, was da für möchtegern Kritiker rumlaufen. Ich habe wo ich wegen Soft and Quiet geschaut habe, Ja. und ich glaube, es war Filmstarts, Bewertung 1,5 von 5 Sternen gesehen. 1,5. Das ist ja mies. Und irgendwie, ich habe dann da so stellenweise die Kritik gelesen und dann dachte, sag mal, hast du den Film nicht verstanden? Und vielleicht nur als Abschluss, weil ich mich sehr darüber amüsiert habe. Ich habe mir gedacht, ich mach's mal leicht und lass wieder mal eine KI, wieder ChatGPT, so eine kleine Zusammenfassung schreiben zu den ganzen Filmen, die ich drin habe, dann muss ich das nicht recherchieren. Ja. Ja, irgendwie ChatGPT hat andere Filme gesehen wie ich, weil Soft and Quiet, da geht's um eine introvertierte Künstlerin, die hier durch ihr Leben begleitet wird und taucht in die Welt der leisen Ausdrucksformen ein und zeigt, wie die Protagonistin ihre kreative Stimme findet. Oder noch geiler, Godzilla -1, unter der Regie von Blablabla präsentiert der Film eine alternative Realität, in der Godzilla nicht existiert. Die Handlung erforscht, wie sich die Welt ohne die ikonische Kaiju-Kreatur entwickelt hätte. Okay, das ist ja nett. Was ist denn los? Internet, du bist doch so schlau. Die Zusammenfassung von Pearl ist also super. Ty West präsentiert einen Horrorfilm, der die Geschichte einer alleinziehenden Mutter namens Pearl erzählt, die in eine abgelegene Kleinstadt zieht. Dort wird sie mit unheimlichen Ereignissen konfrontiert, die das Geheimnis der Gemeinschaft enthüllen. Gott, das ist ja komplett verkehrt. Das ist ja nicht bloß ein bisschen was, sondern das ist ja komplett verkehrt. Wow. Ich mache mir jetzt eine extra Rubrik, seltsame ChatGPT-Inhaltsangaben. Sisu geht natürlich nicht um einen Goldgräber, sondern die fesselnde Geschichte einer jungen Frau, die sich auf eine abenteuerliche Reise begibt, um ihre Familie zu retten. Wow.
Cool. Ja, und eigentlich habe ich es immer sehr eindeutig gemacht, weil ich den Regisseur auch noch mit dazu geschrieben habe. Und Also Jahreszahl vielleicht auch noch. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, aber ich gehe nicht davon aus, dass der Chandler Mari Hellanda Sisu schon zweimal Draht hat. Ja. Aber vielleicht täusche ich mich auch und das Internet siegt. Es ist wirklich traurig. Naja, gut. Wahnsinn. Corby, an der Stelle neues Jahr, neues Glück. Auf jeden Fall vielen Dank allerweil für die ganze Mühe, die du da in den Podcast reinsteckst, an der ganze Schneiderei und die stundenlange Bearbeitung von dem Ganzen. Respekt von meiner Seite und vielen Dank auf jeden Fall. Auf ein neues Jahr, oder? Auf ein neues Jahr. Vielen Dank. Das ist balsam für meine geschundene Cutter-Szene. Wenn jetzt an der Stelle die KI mich nur unterstützen könnte, das wäre natürlich ein Traum, aber wenn ich da so die Zusammenfassung sehe, dann werden wir wahrscheinlich dann werden wir wahrscheinlich bald dann was anderes rausbringen als Viva la Movilusion. Dann ist Viva la Movilusion wahrscheinlich wirklich so eine Buchkritik. Genau. Das hat was mit Che Guevara zum da oder so. Ja. Wir waren nämlich in Mallorca im Urlaub und da habe ich dann unser Shirt angehört und dann haben sie auch zu mir, hey, Viva la, what? Also die wollten, der ist so, also, oder von den Animateuren zu mir hergekommen, hey, Viva la, what? Und dann hat er wirklich gemeint, das Viva la Revolution und dann, kenne ich nicht, hat er gesagt. Dann sage ich, ja, das wundert mich jetzt nicht. Und habe ihm gleich einen Flyer in den Hintern gedruckt. Vielleicht wenn wir jetzt dann Hörer in Mallorca haben, dann weißt du warum. Ja, geil. Ich hoffe auch, dass dieses Jahr viel besser wird und Mike natürlich auch an dich ein herzliches Dankeschön immer dafür, dass du die noch so grausamsten Horrorfilme einem hier schmackhaft sprichst. Alle im Drecksul ich hoffe, dass unsere Top 10 in diesem Jahr auch wieder sehr bunt ist. Wobei ich deinen Platz 1 schon fast vorhersehen kann mit Terrifier 3. Ich hoffe es einmal. Also oftmals, wenn dann diese Vorgänger so stark sind, also für mich zumindest stark, dann ist oft auch mit der Enttäuschung recht groß, aber was soll denn bei Terrifier 3 schief gehen, sagt's mir nicht besser. Noch blutiger, noch expliziter, noch mehr Art der Clown, das haut schon hin. Super, dann schreibt uns drunter, was sind so eure Top-Filme vom letzten Jahr. Haben wir irgendwas vergessen, irgendwas verpasst? Sagt es uns und regt sich ruhig drüber auf, dass keiner von uns Barbie mit drin hat. Ja. Tja, schaut auf, es könnt auf unsere Top 10 Letterboxd-Listen gehen. Könnt ihr auch mal da drunter schreiben, wenn es ist, was denkt oder was nicht. Schaut natürlich auch bei YouTube vorbei. Ganz wichtig, überall, wo man uns liken kann, liked es bitte, weil wir haben ja überall, wo man uns liken kann. Also, jetzt bei Threads, oder? Mittlerweile, Conny hat sich durchgerungen, habe ich gesehen. Genau, liked uns vor allem bei Threads, bei Facebook, könnt ihr so lange warten, wie es wollt, da passiert nichts mehr. Nein. Bitte bloß der Busenbeutel hochlohnen bei Facebook. Ja, genau, gut. Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus und Habidere. Bis bald.